Meine lieben Mystikfreunde, neue Woche, neue Energie und darum für diese Woche wieder ein Impuls-Reading, ein kollektives Reading. Nimm für dich raus, was für dich stimmig ist. Falls dich nichts anspricht, ist das nicht so wild. Dann bist du beim nächsten Mal dabei. Ich habe bereits schon Karten gemischt. Und ja, können wir jetzt sogar auslegen, wie das grosse Blatt, 36 Karten mit der Lenormand-Karte. Ich habe dazu noch mein Mystik-Orakel, vielleicht wollen die heute auch noch mit rein. Genau. Ich glaube, heute wird es eher knackig, habe ich so das Gefühl. Nicht so lang. Wie sagt man so schön, kurz und intensiv. Wir schauen gerade mal, was der Übertitel ist von dem Reading, dass du mal hineinspüren kannst, spricht dich das Thema an. Wenn ja, dann ist es deine Legung. Wenn nicht, ist das nicht so wild. Es wird sicher für die einen wichtig sein. Genau. So, jetzt haben wir dann alle Karten. Und das sieht schon ganz, ganz spannend aus. So, Übertitel. Man schaue. Übertitel ist für all die gerade in dieser Woche oder jetzt auch Tage davor, also meine die Energien, die fangen ja nicht erst an am Montag, wenn die Woche anfängt, sondern wir haben ja das in der Regel auch schon vorher im Schwingungsfeld und darum, ja, für die in den Gedanken immer wieder so ein bisschen Mühe haben zum Sortieren, die nicht genau wissen, wie soll ich es jetzt machen oder es knagt das eine oder das andere. Auch immer noch der Gedanke von was wäre wenn und wie könnte ich es machen, hat auf jeden Fall mit einem Neuanfang so etwas, was man neu machen will, einen neuen Weg, wo man will gehen. Man merkt, man ist zwar angebunden, man kommt Impuls über, aber man weiss gleich irgendwie nicht genau, wohin. Und es geht vor allem auch darum, wir sind wieder, wie bei den letzten Kartenlegungen, etwas in die Öffentlichkeit zu bringen, sich zu zeigen, mit den Ideen oder etwas spruchreif zu machen. Falls dich das anspricht, dann ist das deine Legung. Genau. Ja, aber was sehen wir denn hier? Man sieht, dass irgendwie alles so ein bisschen schon im Wandel ist. Man sieht, es läuft viel, aber es ist einfach sehr vieles so wie noch nicht schwarz auf weiß. Also, und das ist ja auch genau das, was was das auslöst, von wegen, wie soll ich es jetzt machen, wie soll ich es umsetzen, oder wie soll ich es mitteilen, wie soll ich vielleicht rausgehen mit dem. Und das ist halt einfach, weil wie noch so kein Plan rum ist. Und auch hier, ich habe es schon bei der letzten Legung gesagt, wenn wir das Gefühl haben, man muss immer einen Plan haben, einen strukturierten Plan, um irgendwie voranzukommen, dann ist das einfach eine Illusion. Weil du kannst den besten Plan haben, und der Plan ist jetzt vielleicht gerade in dem Moment gut, aber die Energien verändern sich und man darf sich auch wieder anpassen. Also auch dort ganz, ganz wichtig, dass man einfach mal ein bisschen wegkommt von diesen extremen Plänen. Immer das Gefühl haben, wir müssen alles durchstrukturiert haben. Klar, es ist gut, wenn man sich Gedanken darum macht, aber auch bei einem guten Plan hast du nie Garantie, sondern lass dich mehr führen. Geh einfach mehr ins Vertrauen hinein. Man sieht auch, dass ich sage jetzt für die sehr ein Geduldsthema haben, sich bereits schon Geduld gelohnt hat. Bei den anderen, dort wirkt es noch ein bisschen nach, da dürfen wir noch geduldig sein, aber man sieht, dass da wirklich schon sich vieles verändert hat, wenn es so um die Geduldsprobe geht, im Vertrauen zu bleiben, mit der Reise, die man macht, mit der Lebensreise, auch mit den Wünschen, die man hat. Und das ist natürlich toll, also für all die, wo sich die Geduld schon ausgezahlt hat, herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sehen hier auch im Privatleben einige, ich sage jetzt mal so ein bisschen Geschnattereien.
in Form von Gesprächen oder dass man Gespräche suchen sollte, auch jetzt in dieser Woche, dass man sich mitteilt, nicht das Gefühl hat, jeder spürt, was man braucht oder will, sondern dass man halt wirklich ganz explizit das auch ausspricht. Und gerade die das Thema haben, von wegen, es kann ja nicht sagen, was verletzt der andere. Ja, aber das ist ja dann nicht dein Thema, wie der andere damit umgeht. Ich meine, der Ton macht Musik. Es kommt ja immer darauf an, wie man es sagt. Also fangen wir mal bei dem an. Und das andere ist, was der andere damit anfängt, ist herzlich wenig dein Problem. Nur weil du Angst davor hast, wie jemand kann darauf reagieren kann, wenn man vielleicht das Gespräch sucht, heisst das noch lange nicht, dass du dich dann zurücknehmen musst bei deiner Wahrheit. Der Ton macht Musik. Genau. Wir sehen auch, was sehen wir denn eigentlich? Wir sehen so viele 36 Karten heute. Es ist unglaublich. Also, man sieht hier auch in dieser Woche, dass ganz, ganz viel um Emotionsthemen geht. Für die einen wird es noch ein bisschen rütteln und schütteln. Ich habe mitbekommen, dass es auch astrologisch ein paar ganz, ganz spannende Knackpunkte in dieser Woche hat, oder zumindest jetzt im Februar. Und da merkt man schon auch, da sind einige emotionale Themen, die man lösen darf. Für die einen kann es auch sein, dass sie sich dünnhütig fühlen und das Gefühl haben, mein Gott, jetzt fange ich einfach an zu weinen, ich weiss gar nicht warum. Dann los einfach zu und schau mal, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht weisst du nachher, warum. Genau. Und das ist wirklich sehr, sehr intensiv, weil gerade so das Emotionale korrespondiert selber mit dem Emotionalen. Also das heisst, sehr doppelgewichtig. Da kommt sehr, sehr viel Emotionales auf einem zu, aber es ist nicht da, zum irgendwie bestrafen, sondern es ist da, zum Auflösen, zum Aufräumen, zum können nachher weitergehen. Weil da kommt ganz, ganz viel angestaute Emotionen oder Gedanken, zum Teil auch von alten Leben oder vom vergangenen Leben auf, die nämlich dürfen aufkommen, dass man es aus dem System rauslassen kann. Ich schaue jetzt aber gleich noch, mit was das korrespondiert. Ja, ganz klar mit alten Themen. Also nicht verschrecken, dich auch nicht verurteilen, falls du diese Woche sehr dünnhütig bist und sehr noch am Wasser baut oder auch so ein bisschen, ich sage jetzt, eine Berg- und Talfahrt mit deinen Gefühlen hast, es ist völlig okay. Das ist halt einfach, weil sich alte Strukturen zeigen wollen, die aufploppen, dass man es einfach rauslassen kann aus dem System, dass man es einfach nachher in Klarheit reinbringen kann. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist, du selber leist dich in die Ruhe hinein. Also in die Ruhe hinein es ist so ganz ein starkes Gefühl von, ich will eigentlich mal Ruhe haben, ich will Me-Time, ich kann natürlich auch den Effekt aufkommen, diese Woche habe ich eigentlich gar keinen Bock auf emotionales Gedöns und ich habe doch jetzt schon genug gemacht und wieso schon wieder? Genau darum, weil es halt eben etwas noch rum ist, wo geschiftet werden. Ruhe ist wichtig, aber es ist auch ganz wichtig, dass man, weil man das Bedürfnis hat zum Ruhe zu haben, dann nicht anfängt, gewisse Sachen wegzuschieben, weil man einfach findet, ich mag jetzt einfach nicht. Und ich weiss, ich höre das viel, der Satz, ich habe doch schon so viel tun. Da habe ich auch schon viel gesagt. Ich habe doch schon so viel tun in meinem Leben oder schon so viel aufgeschafft. Wieso muss ich jetzt schon wieder? Wieso? Darum, weil es einfach zu dem, ich sage jetzt, physischen Game halt einfach dazu gehört. Und es ist nicht da, um dich zu bestrafen, sondern das sind immer Transformationsphasen. Und leider Gottes sind die meistens emotional, vielleicht auch schmerzlich, aber sie sind nicht da, um dich zu bestrafen, sondern um dich im Prozess weiterzubringen. Genau. Ja, auch hier ganz, ganz wichtig, schau gut zu dir in dieser Woche, nimm dir die Ruhepause. Ich finde auch ganz wichtig, dass man lernt, gewisse Themen zu parken, aber nicht parken in Form von, ich verdränge es jetzt einfach, sondern auch zu sagen, okay, der Moment,
gerade nicht, um das Thema anzuschauen, aber in einer Stunde schaue ich es an oder am Abend oder wie auch immer, aber nicht einfach rausschieben oder einfach verdrängen. Ganz wichtig. Sondern wirklich dranbleiben. Die Themen kommen jetzt ganz intensiv die Woche, um nochmal altes Zeug aufzuspülen. Und verwundere dich auch nicht, wenn absurde Sachen kommen, Sachen, die du vielleicht vergessen hast, von deiner Vergangenheit, Menschen, Situationen, was auch immer. Wenn das raufkommt, dann will es einfach raufkommen. Und wir dürfen das auch ganz wertefrei annehmen. Man muss auch nicht immer alles zerdenken, warum das jetzt das kommt. Es darf einfach sein und gut ist. Weil wenn es einen Grund dahinter hat, warum das raufkommt, dann wirst du die Antwort sowieso früher oder später bekommen, warum das hat sein müssen. Es geht nur darum, dass man dort sich in den Prozess hineinbegibt und nicht schon wieder analytisch alles zerdenkt und zerbröselt, weil dann entfernt man sich genau von diesen wunderbaren Prozessen, die hier gerade passieren können. Wir haben im Zentrum von der Kartenlegung sieht man, da ist ganz, ganz viel Transformation herum. Also es wird eher eine strenge Woche für die einen oder anderen. Es fühlt sich manchmal schwer an. Man hat das Gefühl, man kommt wenig voran, aber vergiss nicht, genau, also was ich auch noch wichtig finde, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, wir stagnieren, wir sind ja so auf einem Fleck, es geht irgendwie gar nicht voran, das sind eigentlich die wichtigsten Prozesse, weil wir bereit sind, an einem Punkt stehen zu bleiben, an den Punkt einmal genau anzuschauen, zum Aufarbeiten, um den nächsten Schritt zu nehmen. Und auch hier, falls du das Gefühl hast, boah, es ist alles so stagnierend, es geht nicht fürchi, es geht immer fürchi. Ein Prozess kann auch sein, wenn er nicht aktiv ist. Aktiv, indem dass man voranschreitet und Vollgas mit 360 km/h durch die Welt durchbrettert. Man sieht auch, dass es ganz, ganz fest darum geht, auch gewisse Falschheiten aufzudecken, zu transformieren, zu shiften, also Falschheiten in Form, wir schauen gerade, was korrespondiert, ja, alles, wo man halt einfach nicht will daran herschauen, wo man sich vielleicht auch selber etwas vormacht oder wo im Grunde genommen, ich sage es jetzt einmal so, wenn man es versinnbildlichen müsste, wo man sich selber einfach immer so einen Nebel in sein eigenes Leben hineingestellt hat, wo man dann merkt, Scheiße, ich bin ja die oder der, wo der Nebel produziert. Die Sonne ist die ganze Zeit da. Und da sieht man, genau diese Punkte können wir diese Woche sehr gut aufdecken und können sie in einen ganz anderen Weg hineinlenken. Und da kommen wir gerade auch zu dem Weg. Und zwar, es geht ganz fest darum, neue Wege zu gehen. Vor allem, wenn du weggegangen bist, die dich immer gefrustet haben, blockiert haben, angekotzt haben, keinen Bock mehr drauf hast. Genau diese Woche können wir ganz viel dort shiften. Wirklich wunderbar. Es ist zwar anstrengend, aber es passiert ein ganz grosser Prozess. Nur wichtig ist, dass man den Prozess wertefrei annimmt, durchlebt, sich nicht verurteilt dafür und vor allem nicht alles zerdenkt. Man muss nicht für alles immer eine Antwort haben. Wenn es eine Antwort gibt, kommt sie sowieso. Genau. Ja, das sprengt natürlich auch gerade, ich sage jetzt, den riesigen Berg, den man manchmal vor sich hatte, natürlich auch auf. Sprich, wenn man nicht gewusst hat, Scheiße, wohin soll ich an einen riesen Berg zerklimmen, du kannst diese Woche den Berg aufspringen. Also es sind schon fast explosive Energien, die hier unterwegs sind, die aber uns ermöglichen, um wirklich Ketten zu sprengen. Und um nachher freier können und mit einer absoluten Bewusstheit können, den nächsten Schritt zu vollziehen. Und das hat eben ohne Frust. Und ohne, es kotzt mich an. Sondern man kann so vorstellen, wie ein neues Lebensgefühl, wo man einhauchen kann, wo das Herz wieder brennt, wo man findet, wow, ich brenne für etwas, es ist so cool, ich weiss genau, wohin ich möchte. Bei den einen ist sicher immer noch das Thema dort drin, mit diesen Weg, wenn es um den Beruf geht oder um die Beschäftigung. Beruf ist, glaube ich, selbsterklärend, Beschäftigung. Kann natürlich sowohl Hobby, ein Beruf, aber halt eben auch die Berufung, die innere Berufung, die Seelenberufung. Auch dort kann man ganz grosse Ketten springen.
Genau. Ja, ganz ein wichtiger Tipp für die sehr zackig unterwegs sind und Mühe haben, nicht aktiv zu sein. Das gehört die Woche dazu. Wie gesagt, auch wenn man vielleicht einmal Prozess hat, wo sich eher feststeckend sich anfühlen, heisst das noch lange nicht, dass es nicht aktiv ist. Weil ich glaube, einer der extremsten Prozesse, die man erleben kann, ist, wenn man sich bewusst wird, dass man auch passiv ganz, ganz aktive Prozesse erleben kann, die einem weiterbringen. Man muss nicht immer, keine Ahnung, Huga machen und irgendwie aktiv das Zeug durchspringen, dass es irgendwie fürsch geht in einem Prozess. Überhaupt nicht. Also die Kunst liegt darin, passiv aktiv zu sein. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges und etwas ganz Wertvolles. Wenn man das lernt, dann hat man ganz viel verstanden. Genau. Und falls du dort sehr viel Energie drin hast, dann ist es vor allem dort jetzt wichtig, in dieser Woche vielleicht genau das passiv-aktive zu lernen, dass man dort eben ganz nachhaltig auch vieles verändern kann für die nächsten Schritte und dass man nicht immer mit dem Grind durch die Wand muss oder aktiv sein. Vor allem, wenn du ein Typ bist oder eine Typine, wo zum Beispiel Problem hat, um einfach mal ruhig zu hocken, weil man immer das Gefühl hat, hey, ich muss in Bewegung sein. Auch hier ist ganz wichtig, mal zu reflektieren, ist denn die Bewegung nicht eine Ablenkung? Weil wir haben ja diese Woche die Möglichkeit, um genau die Wolken, die wir uns selber immer produzieren, wo wir den Weg vor uns nicht sehen, weil es einfach trüb und neblig ist, dass wir die aufbrechen können und dass uns bewusst wird, dass wir verantwortlich sind, jeder für sich selber, der die Wolken produziert. Anhand von Sachen, die man festhebt, anhand von Glaubenssätzen, Glaubensmuster, Erziehungsmodell, Themen und so weiter und so fort. Diese Harmonie in sich selber. Wir produzieren den Nebel. Die Sonne ist für jeden, jederzeit verfügbar. Ein sonniger Weg, der fein ist, angenehm warm, man sieht den Weg, man weiss, wohin es geht, das ist für jeden verfügbar. Wir selber sind dafür verantwortlich, wenn der Nebel aufzieht. Weil der Nebel will natürlich wieder etwas symbolisieren, wo wir dürfen einen Shift-Prozess veranlassen. So, genau. Verbinde dich wirklich immer ganz, ganz gut mit der Erde, tu dich verwurzeln. Ganz, ganz wichtig, auch mal bewusst schnaufen. Es geht nicht darum, eine Stunde lang bewusst zu schnaufen, aber wenn es nur mal ist, 1 Minute lang bewusst zu schnaufen, nicht nur kurzatmig abschnaufen. Das gibt in deinem System auf Körper, Geist und Ebene gibt das einfach neue Energie. Und vor allem folge den Zeichen, weil die werden die Woche sehr da sein. Und wenn man halt eben die Zeichen nicht genau anschaut, dann stöpfeln sie mehrmals die Woche und vielleicht kommen sie auch immer ein bisschen härter, der Stupf, damit du siehst, was sie dir sagen wollen. Und somit wünsche ich dir eine ganz gute Woche. Bleib in deiner Energie, wertefrei. Es wird vielleicht ein bisschen strenger, aber es verbirgt sich Sprengkraft dahinter und ich würde sagen, das sind tolle Energien zur Verfügung und dann kann man nachher wirklich in der Sonne endlich den nächsten Schritt nehmen. Somit ganz gute Woche und bis zum nächsten Mal.